Zurück in die Zukunft. Die Abenteuer von Edna und Emmet. Also ganz langsam vor, Leute. Ganz ehrlich. Wie so eine alte, naja, Fernseher. Willkommen zurück. Ja. Wir haben das Tier. Okay, wir haben Kristall. Okay. Jetzt, die Sprühflasche ist hier. Das brauchen wir noch unbedingt. Und für Tricks brauchen wir noch ein paar Dinge. Mal gucken, wie sieht's aus? Das Lämpchen ist grün. Sehr gut, das heißt, der Doc kann eine Testfahrt machen. Also sprich, nicht der Doc, sondern halt eher Bürger Brown, wa? Weil der Doc ist noch lange nicht. Ich muss mit Ihnen reden. Verzeihung, meine Liebe. Okay, Mr. Sagan, lassen Sie sich Zeit. Vielen Dank, Miss Strickland. Ja? Das Teil, das Sie an den DeLorean angeschlossen haben. Der chronometrische Analysator? Ja, die Leuchte ist jetzt grün. Wundervoll. Wenn die Systeme laufen, kann ich einen weiteren Testlauf starten. Ich habe kurz etwas zu erledigen, Miss Strickland. Denken Sie über das nach, was ich Ihnen gesagt habe. Oh, das werde ich. Und, wie lief's? Und wann sind Sie gelandet? Vor 9 Stunden und 37 Minuten. Autsch. Offen gesagt wird es langsam etwas schwierig, mir nicht selbst über den Weg zu laufen. Der Zeitsprung lieferte einige interessante neue Daten über den Fluxbereich. Ich führe weitere Tests durch. Mal sehen, was wir finden. Okidoki. Tja, ist jetzt aber auch, dass wir jetzt die Sprühflasche mitnehmen können, wa? Docs Reise hat die Formel altern lassen, aber nicht genug, um Säure daraus zu machen. Ja, das kommt ja vielleicht noch. Machen wir sonst noch etwas? Nehmen wir es eigentlich reichen, wa? Ja, dann wo er zerfällt. Ja, okay, weiter. Schon wieder, das soll funktionieren oder wie? Ist der wieder grün? Nein, noch kein grünes Licht. Sag ich ja. Ja gut, ich kann es mir trotzdem sagen, weil Leiste ist grün. Ich meine, vielleicht ist er gut im Lügen, der gute Marty. Und so hat mein Hey Karl! Entschuldigung, Miss Strickland. für Sie Edna. Nee, scheinbar doch nicht, wa? Das Teil, das Sie an den DeLorean angeschlossen haben. Der chronometrische Analysator? Ja, die Leuchte ist noch rot. Die Analyse kann eine Weile dauern. Sag mir Bescheid, wenn die Leuchte grün wird. Dann starte ich den nächsten Testlauf. Okay. Bringt also nichts, obwohl man von Hinweis wegen und so nichts Neues sagt. Nö. Was soll er jetzt lange machen? Hi Trixie. Oh, hey Kleiner. Sag mal, wäre es nicht am einfachsten, wenn ich zu dieser Strickland-Tante gehe und ihr eine verpasse? Naja, es wäre zwar unterhaltsam, aber deswegen würde sie sich nicht von Emmet trennen. Ach ja, richtig. Hast du alle Requisiten, die ich wollte? Die Pelze, den Diamanten und das Fotoalbum? Nicht alle, aber ich arbeite daran. Gut. Ich brenne darauf, dem feinen Fräulein eine Vorstellung zu geben. Ja, ich auch. Hi Trixie. Oh, Er wollte gar nicht. Ach ja, Ich wollte vorbeilaufen. Hallo. Hi Trixie. Hä? Der läuft automatisch rein. Nicht. So, schon besser. Okay, wenn wir sagen wieder mal ab zu Emmets Labor, da muss irgendwie das Fotoalbum sein. Ich meine, wo sonst? Hier haben wir nichts. Das bringt ja auch nichts, das Foto. Haben wir auch schon versucht, dir zu geben. Also, wo sollen wir es sonst finden? Also, Ich bin zurück. Und ich bin beschäftigt, aber fühl dich wie zu Hause. wie immer freundlich, der Alte. Ausgang, nö, wäre ein bisschen früh. War noch ein Hinweis vielleicht, was sein könnte. Toll. Das Spiel ist super.
ist das Fotoalbum? Was ist das? Das ist das Plakat, das wir an unserem Stand auf der Expo anbringen. Der Wissenschaftler, der Kid Tennant schnappte? Eine kleine Übertreibung, aber Edna meint, das zieht Besucher an. Wie findest du das Bild? Alles gut. Wirklich? Wirklich. Ich bin erleichtert. Es hat ewig gedauert, bis ich ein Foto im Album meiner Mutter gefunden hatte, das Edna gut fand. Okay, wo ist denn das Album? Hier ist vermutlich eher weniger. Da können wir mal drauf ansprechen, wa? Emmett? Ja? Na toll. Geh wieder an die Arbeit. Wir sprechen uns später. Danke. Ja, ich verstehe das nicht. Wo finde ich denn das? Das Foto mitnehmen klappt irgendwie auch nicht. Ja, toll. Leute, wenn es so weitergeht, muss ich mal kurz ein Part unterbrechen und irgendwie meinem ursprünglichen Let's Play nachgucken, das ich schon mal gemacht habe. Ja, das kann doch nicht sein. Also hier finden wir nichts, da schon alles irgendwie angeklickt ist übertrieben, aber halt geguckt und so. Nein, warte, Martin, warte, ich wollte gerade noch was anderes gucken. Aber kann vermutlich eh nicht, also. Von dem her kein Problem. Ich meine, könnt den alten Docker drauf ansprechen, wo es sein könnte, oder das Familienalbum, aber Hi, Arti. Nennen Sie mich ruhig Grandpa. Was? Ach ja, also Grandpa. das ist ein bisschen verrückt. Das wär's erstmal. Ende der Durchsage. Allerdings, muss halt nochmal Hey, Karl. ein bisschen schneller. Jo. Echt? Okay. Ihr Chronometer ist wieder grün. Ausgezeichnet. Hoffen wir, dass mein Testlauf diesmal erfolgreich ist. Ich muss Sie leider wieder verlassen. Nun ja, Sie haben mir viel zu denken gegeben. Ich glaube, er quatscht ein bisschen zu viel mit ihr, wa? Hatten Sie dieses Mal Glück? Kommt darauf an, was du mit Glück meinst. Die Zeit meiner Ankunft war wieder verschoben. Um wie viel? 8 Stunden dieses Mal. Ich hatte Zeit, mir 3-mal Frankenstein anzusehen. Guter Film. Aus wissenschaftlicher Sicht nicht ganz plausibel. Aber ich kann verstehen, wie fasziniert mein jüngeres Ich gewesen wäre. Aber was ist mit dem DeLorean? Oh ja, ich habe etwas Entscheidendes entdeckt. Die Chromelemente der Zeitleitung werden während des Zeitsprungs instabil. Ich sollte sie durch Titan ersetzen. Toll. Nun, leider kann man Titan erst in 9 Jahren käuflich erwerben, nachdem der Kroll-Prozess perfektioniert wurde. In 9 Jahren? Aber es könnte eine andere Lösung geben. Ich werde den chronometrischen Analysator erneut anwerfen. Dann kannst du, während ich Edna ablenke... Ho. Wo ist Edna hin? Zum Labor. Du machst dich besser auf den Weg dorthin, bevor sie alles verkompliziert. Ich kümmere mich um den DeLorean. Alles klar. Den Zerstäuber nehmen wir mit. Zur Perfektion gereift. Seltsam, kurz im Labor oder zurück, plötzlich ist er... Hey, Okay. Emmett, ich bin zurück. Bäh. Meine Güte! Ich hatte gedacht, dass du gekommen bist, um dafür zu sorgen, dass sich Emmett auf seine Erfindung konzentriert. Oh, das ist sie. Aber sie hat gütigerweise alle 45 Minuten eine Kuschelpause anberaumt, damit mein Geist frisch bleibt. Die Zeit ist rum, Liebling. Zurück an die Arbeit. Sollen wir? Nun, Mr. Corleone, was kann ich für Sie tun? Kann ich mit Emmett sprechen? Das ist sehr wichtig.
Das muss warten. Emmett hat noch jede Menge für die Expo vorzubereiten. Das stimmt doch, oder, Liebling? Aber natürlich, Honigauge. Honigauge? Sie können später mit ihm reden. Boah, ich muss brechen. Darf ich einen Moment ins Labor? Ich glaube, ich habe da was vergessen. Tut mir leid, aber das Labor ist gesperrt, bis Emmett mit dem mentalen Affinitätsmesser fertig ist. Aber Keine Ausnahmen. Mann, ey, die Haare auf den Zähnen. Carl Sagan ist drüben in der Highschool. Er meint, er muss Sie sprechen. Tatsächlich? Weswegen? Er hat Hinweise auf den Brandstifter der Bar. Hat er das? Ich glaube zwar nicht, dass sich noch irgendjemand für diese alte Story interessiert, aber ich denke, ich kann für die Aufklärung eines Verbrechens ein paar Minuten opfern. Kannst du es ein paar Minuten ohne mich aushalten, Liebling? Das wird schwer. Aber ich werde es irgendwie schaffen. Es ist wichtig, dass er sich konzentriert. Er lässt sich so leicht ablenken. Das soll er ja auch. Das will keiner. Ja, was das Foto anbetrifft, habe ich noch keinen Plan. Ich meine, Sprühflasche, okay, das ist das geringste Problem. Da ist er. Ich habe schon überall nach der Antiklebe- und Antifleckenformel gesucht. Wo hast du ihn gefunden? Draußen im Müll. Merkwürdig. Ich war seit Stunden nicht draußen. Na gut. Willst du dein Jackett nicht säubern? Sieht ziemlich dreckig aus. Erst wenn es richtig dreckig ist. Dieser Reiniger wächst nicht auf den Bäumen. Einige Inhaltsstoffe schon, aber der Rest besteht aus einer synthetischen Richtig dreckig? Polycarbon-Reinigungsmischung. Das schaffe ich. Aber ich warte bis zur Expo, bevor ich Edna vorführe, was für ein anzugzerstörender Chaot du bist. Jetzt muss ich Edna nur noch vorgaukeln, dass Emmett sie mit einer anderen betrügt. Dann wäre alles soweit. Ja, aber wo ist das Album? Also jetzt bitte Spiegel richtige Hinweise. Ich habe aber vorher schon gesucht. Okay. Was ist doch das, wa? Seltsam. Worauf stand? Auf dein Bild. Wieso? Stimmt was? Scheint, als kämpfst du mit einer Verstopfung. Was? Edna meint, ich würde ernst aussehen. Ja, ernsthaft fokussiert auf. Schon verstanden. Ich muss ein besseres Bild finden. Und glücklicherweise stehen einige zur Auswahl. Schwer. Extrem. Meine Mutter hatte aus der fotografischen Katalogisierung meines Lebens eine Obsession gemacht. Gute Mutter. Wenn man sagen, immer ein Bild mit war. Kann ja nicht schaden. Hey Emmett, ich habe eine Idee. Was? Warum bringe ich dein Fotoalbum nicht einfach zu Edna? Dann kann sie eins aussuchen. Großartige Idee. Sie hat einfach ein besseres Auge dafür. Ha, danke, Kumpel. Nicht der Rede wert. Naja, bitte, bitte. So, Freunde, los geht's. Bringen wir sie mal ein bisschen zum Verzweifeln. War für die gute Edna. Marty! Doc! Was soll denn der ganze Trubel? Es ist gleich Zeit für die Eröffnungszeremonie. Oh Mann, ich sollte lieber schnell machen. Ich glaube, ich hab's jetzt. Wenn alles funktioniert, hält Edna sie bald für den schlimmsten Kerl der Stadt. Mir fehlen nur noch ein paar Teile. Na gut, mach dir nur nicht zu viel Arbeit. Was meinen Sie? Oh. Sie wissen, wie man sie einfach auseinanderbringen kann? Nicht ganz. Ich habe alles noch einmal durchdacht und es ist, in der Zeitachse, aus der du kommst, Der richtigen Zeitachse. ja. Hab ich da eine Frau? Eine tolle Frau. Clara. Oh, und Kinder. Und ein Hund. Und einen abgefahrenen Zeitzug. Und... Edna? Wie endet die Geschichte für sie? Was wird aus ihr? Oh, naja, das mit Edna. Einsam und unglücklich, glücklich und erfüllt. Ein bisschen Lügen, eine Notlüge. Sie sollten das wirklich nicht verfrüht erfahren. Das bringt Unglück. Aber du hast mir gesagt, was aus mir wird. Ja, aber... Ich kann ohnehin nichts daran ändern, wenn sich das Schicksal meines jüngeren Gegenstücks erst einmal ändert. Ich schätze, ich werde in die neue Zeitachse verfrachtet und verliere meine Erinnerung an die alte. Mag sein.
Dann verrate mir, einfach um meine Neugier zu stillen. Was wird aus Edna? Nein, Marty, tu's nicht. Tu's nicht. Das Scheibenkleister. Ja, ich glaube, jeder weiß, was jetzt passieren wird. Ehrlich gesagt endet das irgendwie traurig für sie. Traurig? Naja, sie wohnt mit ein paar Katzen in einer mickrigen Wohnung und die meiste Zeit schreit sie von ihrem Fenster aus Leute an. Und sie sammelt Zeitung und lebt in der Vergangenheit. Ich verstehe. Vielleicht sind wir dieses Problem falsch angegangen. Müssen wir meine Zeitachse wirklich vollständig auslöschen, um deine wiederherzustellen? Doc? Vielleicht könnten wir das Beste von beidem haben. Ich könnte mit Edna zusammen sein, aber es wäre etwas, ausgewogener. Hören Sie sich eigentlich zu? Wissen Sie, was Sie da sagen? Erinnern Sie sich. Ihr Einfluss hat Sie dazu gebracht, Hill Valley zu übernehmen und in einen Albtraum zu verwandeln. Komm schon, ganz so schlimm war es nicht. Es gab kaum Verbrechen und dazu schöne Uniformen. Ich glaub's einfach nicht. Ich meine doch nur, lass uns erstmal tief durchatmen. Dieser raffinierte Plan, das Liebesleben meines jüngeren Ichs scheitern zu lassen, ist das kurzfristige Leid den langfristigen Nutzen wert? Vielleicht finden wir einen dritten Weg, sodass alle gewinnen. Was meinst du? Nein. Tut mir leid, Doc. Ich kann Ihnen nicht zustimmen. Sie und Edna gehören nicht zusammen. Du willst uns also unbedingt trennen, auch wenn ich mir etwas anderes wünsche? Im Grunde, ja. Dann ist ja alles gesagt worden. Wo gehen Sie hin? Was kümmert es dich? Willst du die Informationen nicht sowieso überschreiben? Ich glaube, er versucht jetzt nochmal in der Vergangenheit noch irgendwas zu ändern oder irgendwie nochmal zurückzukehren, uns daran zu hindern. Aber egal, darauf können wir keine Rücksicht nehmen, Freunde. Wir müssen unseren Plan durchziehen, komme oder koste es, was es wolle. Okay, beginnen wir mit Plan Nummer 1. Hi, Trixie. Oh, hey, Kleiner. Sag mal, wer und ihr... Nö, ist es nicht. Hast du alle Requisiten, die ich wollte? Die Pelze, den Diamanten und das Fotoalbum? Nicht alle, aber ich arbeite daran. Gut. Hä? Verarschen? Ich habe Emmets Fotoalbum mitgebracht. Mal sehen. Wow! Sieht gar nicht so schlecht aus für einen Eierkopf. Denken Sie daran, Sie sollen ihn nicht wirklich verführen. Ich vergreife mich nicht an Kindern, Kleiner. Was ist mit den Pelzen und dem Diamanten? Ich bringe sie Ihnen. Hier? Hey, Trixie. Sind diese Pelze gut genug? Naja, sind etwas schäbig, aber sie genügen. Jetzt bring mir den Diamanten und wir sind im Geschäft. Ein bisschen umständlich. Voila. Hallo! Ziemlich schick für einen falschen Klunker. Gib her! Mach so weiter und ich finde noch echt Gefallen an dir. Find lieber falschen Gefallen an Emmet. Ich arbeite dran. Haben Sie denn jetzt auch alles für Ihren großen Auftritt? Alles außer deinem Freund. Emmett Brown, rote Haare, etwa so groß. Er wird mit Edna Strickland zusammen sein. Aber nicht mehr lange. Klasse. Okay, Freunde, it's Showtime. Hä? Was ist denn jetzt los? Emmet? Hey, Emmet, was treibst du da noch? Oh, hallo Michael. Schätze, ich leide etwas an Lampenfieber. Ich stehe kurz vor meinem großen Auftritt, weißt du? Keine Ahnung, wie Edna reagieren wird. Wünsch mir Glück. Oh, um Himmels Willen.
Du, hast irgendwas auf deinem Anzug. Was? Tatsächlich? Anti-Fleckenformel, zeig, was du kannst! Emmett! Gerade rechtzeitig. Tritt jetzt zurück, wir werden etwas Platz brauchen. Oh, was für ein Anblick. Als wäre er vom Himmel herabgestiegen. Ich fühle mich auch gerade himmlisch. Es gibt da etwas, das ich dich einfach fragen muss. Warte, deine Krawatte ist verrutscht. Ich trage es schon seit Wochen mit mir herum und ich muss es einfach loswerden. Oh, Oh oh, der Anzug meines Großvaters. meine Formel. Sieh nicht her. Dreh dich um. Ich komme gleich wieder. Dann können wir es nochmal. Lathrop Brown! Hä? Trixie Trotter? Woher kennst du diese Frau? Ich kenne sie nicht. Ich meine, ich höre ihre Platten und habe sie vielleicht ein- oder zweimal fotografiert, Nicht aber ich... weiter. Verleugne, dass du mich kennst. Vielleicht ist es wahr. Aber ich kenne dich nur zu gut. Was ist hier los? Ihr reichen Jungs seid doch alle gleich. Ihr glaubt, Besitztümer könnten ein gebrochenes Herz heilen. Du kannst deine Pelze wiederhaben. Und hier hast du deinen protzigen Diamanten. Ich brauche deine teuren Geschenke nicht. Ich brauche dich. Und wichtiger noch, der kleine Emmett Junior braucht dich. Aha, Edna, ich... so nicht. Offenbar bist du nicht der Mann, für den ich dich gehalten habe. Doch, siehst du? Der mentale Affinitätsmesser beweist es. Ich liebe nur dich. Lass mich die Karte sehen. Ich hätte es wissen sollen. Ein degenerierter Krimineller. Aber- Geh mir aus den Augen. Ich will dich nie wiedersehen. Das war heftig, Emmett. Tut mir leid, dass du das erleben musstest. Aber alles wird gut. Du und ich können... Emmett? Das hat gut funktioniert, hm? Ja, vielleicht zu gut. Ja, wohl etwas übertrieben. Ach du Scheibenkleister. Emmett! Emmett! Geh weg. Komm schon, wo steckst du? Hör zu, es tut mir leid, dass du das bei der Expo erleben musstest. Es ist nicht so gekommen, wie du geplant hattest, aber das wird schon wieder. Verstehst du, ich weiß, wie die Sache ausgehen wird und... Es ist alles aus. Also jetzt ist er komplett durchgedreht. Okay, Emmett, bleib da. Rühr dich nicht vom Fleck. Ich weiß, deine Gefühle spielen etwas verrückt, aber tu jetzt nichts Dummes. Gefühle? Welche Gefühle? Meine Gefühle sind tot. Es heißt, ich sei verrückt und unbesonnen. Es ist mir nicht wichtig. Mir ist egal, ob andere mich kränken wollen. Es ist mir nicht wichtig. Stopp! Ja. Was machst du denn hier? Spring nicht! Ich wollte nicht springen. Was Dann dann? gehe ich hin, wenn ich nachdenken will. Oh, Wenn ich allein sein will. oh. Worüber denkst du nach? Kapierst du es nicht? Geh weg. Ich brauche dich nicht. Du weißt nicht, was du brauchst. Aber du weißt es? Allerdings weiß ich das. Du brauchst... einen Neustart für dein System. Sieh dir was Spannendes wie Frankenstein an. Frankenstein. Ich sagte, dass meine Lebensgeister erloschen sind. Und du willst über Hollywood-Monsterfilme reden. Es ist ein sehr inspirierender Monsterfilm. Besonders die Szene, wo sie das Monster zum Leben erwecken. Es liegt auf dieser Bahre und wird hochgezogen. Und da tobt dieser Sturm draußen und Blitze zucken. Und nun, das musst du gesehen haben. Es wird dein Leben verändern. Welche Leuchte blinkt an meinem Helm? Gelb. Gleichgültigkeit. Filme sind nicht wichtig für mich. Nichts ist mehr wichtig für mich. Red keinen Blödsinn. Eins ist dir wichtig.
Und zwar die Wissenschaft, die Liebe. Nee, Hill Valley. Ja, vielleicht. Du willst immer noch Dinge erfinden. Erfinden wird überbewertet. 90% ist Übertreibung, 10% Betrug. Nenn mir eine Erfindung, die irgendjemandem was Gutes gebracht hat. Was ist mit Dem Rad? das Telefon? Diese Erfindung hat die Welt revolutioniert. Ja, jetzt kann man jemanden von Weitem zurückweisen. Oh mein Gott, hey, das wird noch richtig übel. Das Automobil war eine großartige Erfindung. Du liebst Autos, oder? Aha. Vielleicht werde ich ja eines Tages von einem überfahren. Oh, Depression auf einem neuen Level. Denk an Edison und die Glühbirne. Das war eine großartige Erfindung. Ja, wenn es in dieser elenden Welt nur etwas gäbe, was wert wäre, beleuchtet zu werden. Hilf mir hier raus. Du gehst mir auf die Nerven, Corleone. Zumindest würdest du es, wenn mir noch etwas wichtig wäre. Aber wir alle zählen auf dich, weil du derjenige sein wirst, der Hill Valley bekannt macht. Bitte, meine größte Sorge ist, dass ich mein Leben in diesem Kaff vergeuden werde. Ich bin dir wichtig. Du? Ja, Du hast mir das angetan. was Ups. denn? Mir ging es gut. Ich habe in der Kanzlei meines Vaters geschuftet. Dann kamst du wie aus dem Nichts daher, hast mir mit Erfindungen den Kopf verdreht und bist wieder verschwunden. 2 Monate später tauchst du wieder auf, bringst mich dazu, den Helden zu mimen und mich mit Edna Strickland zu verloben. Dann erscheinst du ein 3. Mal, gibst vor, mein Freund zu sein, ziehst mir den Boden unter den Füßen weg und lässt mich im Dreck liegen. Okay, damit kann ich leben. Ich hasse dich, Michael Corleone. Ist das überhaupt dein richtiger Name? Marty. Mein Name ist Marty. Also war alles, was du mir erzählt hast, gelogen. Irgendwie. Warum? Warum hast du mein Leben ruiniert? Alter. Edna war nicht gut für dich. Sie hat dich auf den falschen Pfad geführt. Verstehe. Du wolltest nur mein Bestes. Ja, Wie mein Vater. aber da steckt mehr dahinter, denn dein Vater kannte deine wahre Bestimmung nicht. Ja, aber du. Ja, Wie konnte ich einen mentalen Affinitätsmesser finden, aber nicht erkennen, dass du völlig wahnsinnig bist? Was spielt das für eine Rolle? Die Welt ist krank. nein, ich weiß genau, was ich tue, denn ich weiß, das klingt vielleicht verrückt, aber hör zu. 1985 wirst du etwas erfinden, Richtig. Es klingt verrückt. Ich versuche dir zu erklären, wo ich herkomme. Es war nur ein Spaß. Du hast mein Leben zum Spaß ruiniert? Ja, so verschaffe ich mir etwas Abwechslung. Du Mistkerl. Die ganze Zeit hast du meine Träume befeuert und mir gesagt, dass ich ein großer Wissenschaftler sein werde. Wieso kam das zur Auswahl? Ganz ehrlich, das muss ja schief gehen. Freunde, wie es hier weitergeht im nächsten Part. Ja, ich kenne das Let's Play von dem her, das Spiel, weil vor 3 Jahren schon mal gezockt und so, aber die Szene kenne ich jetzt irgendwie gar nicht mehr. Es geht ein bisschen verrückt, aber ja, ich habe das Gefühl, es wird noch viel verrückter werden. Bis dahin, ciao zusammen. Donner und Blitz, was für ein Witz. Und wir kommen zurück in die Zukunft. Das Spiel ist sauer auf mich, kein Wunder. Im letzten Part, ja sowieso, und es wird gleich richtig lustig werden, Freunde. Ich habe keine Ahnung mehr, was hier abgeht. Die Szene, obwohl das Spiel bereits mal Let's Played habe vor 3 Jahren, die Szene hier kenne ich nicht mehr, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich habe das Gefühl, es dauert nicht mehr lange, bis ich mich wieder daran erinnere. Oh Mann. Hör nicht auf zu träumen, du bist ein großer Wissenschaftler. Deine Schmeicheleien wirken nicht mehr. Ja, guter Scherz. Träume sind nur was für Leute, die auch den Mumm haben, sie zu verwirklichen. Du behauptest, ich hätte keinen Mumm? Du? Ha, sieh dich doch an. Was weißt du schon von Träumen? Ha, jemand wie du. Du weißt doch gar nichts über mich. Ich habe mehr Träume, als du jemals haben wirst. Tagträume zählen nicht. Tagträume? Das haben sie auch Edison und Einstein vorgeworfen. Da Frankenstein? Ja, und sieh dir an, was sie geschafft haben. Ich habe die Nase voll von Leuten, die mir sagen, was ich tun kann und was nicht. Erst mein Vater, dann Edna und jetzt du. Hör zu, ab jetzt lebe ich mein Leben auf meine Art und folge nur meinem Rat und verwirkliche meine Ideen. Meine Ideen, hörst du?
meine Ideen. Grundgütiger. Ich habe es. Hast was? Die Lösung. Meine Erfindung. Ich weiß, wie sie Der funktioniert. mentale Affinitätsmesser? Nein, die fliegende Personentransportvorrichtung. Das Raketenauto? Keine Raketen, keineswegs Raketen. Da lag der Fehler. Die Grundidee war gut, aber das Antriebssystem war nicht zu handhaben. Aber der Blitz. Der Blitz. Die Antwort ist klar. Es kam mir plötzlich so wie... Ein Blitzschlag? Genau, statische Elektrizität, superionische statische Elektrizität, die die asynchrone Oszillation reibungsfreier Platten innerhalb... Was macht dieses dumme Ding auf meinem Kopf? Emmett, du bist wieder du selbst. Und ich habe meine Zeit mit all meiner Gedankenleserei verbracht, während doch ernsthafte Wissenschaft auf mich wartete. Und die Expo fängt um 20 Uhr an. Oh, schnell raus hier, bevor noch irgendwas passiert. Was? Ich sagte schnell raus hier, bevor noch irgendwas... Oh oh. Das muss ja passieren. Tja, seltsam, die Szene kenne ich wiederum wieder. Es wird nicht schwingen, solange es an der Statue hängt. Ja, wir haben nichts dabei, um das irgendwie... Nicht mal ich könnte daraus Skateboard fahren und ich bin gut. Leider wahr. Emmets Helm. Ich glaube nicht, dass er ihn braucht. Ja, aber du vielleicht? Okay, losmachen bitte. Es bewegt sich kein Stück. Ja, schneid doch mal das Ding ab. Papier. Ich glaube nicht. Schade. Nicht mal ich könnte daraus Skateboard fahren und ich bin gut. Mann, ey, bin's einfach mal los. Der Knoten löst sich nicht. Dann geh Der hoch. Strick ist aus festem Hanf. Ich kann ihn nicht lösen. Mann, ey, ja seh nie was zum... Nee. Draufhauen! Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Mann, ey, wie doof kann man sein? Nicht mal ich könnte daraus Skateboard fahren und ich bin gut. Ja, dachte, wäre die Statue, okay, hochklettern kann ich auch nicht mehr. Gehst halt mal rein. Natürlich ganz gemütlich, ist klar. Festhalten! Ich hatte sowieso nichts anderes vor. Glaub auch gerne. Es bewegt sich kein Stück. Die Expo hat schon begonnen. Du sollst sowas rausbrechen, damit du irgendwie was schneiden kannst. Nicht mal ich könnte daraus Skateboard fahren und ich bin gut. Tja. Schwingen ist klar, aber er will den Knopf nicht lösen oder kann es nicht, wie auch immer. Nö, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, Leute. Was sollen wir jetzt machen? Okay. Ja, aber vor... Aha, gegen von oben gar nichts. Ich komme nicht an ihn ran. Ich komme nicht an ihn ran. Wir sind nochmal hoch. Emmett, Was? kannst du hochklettern? Ich fürchte nur, dass ich hier oben so langsam den Halt verliere. Was? Ich kann mich nicht halten. Entschuldige, dass ich dich so aufgebracht habe. Aber ich musste... Vergiss es. Keine Zeit mehr für lange Erklärungen. Hast du was Nützliches dabei? Nur meine Brieftasche. Oh, und diese Anti-Kleb- und Anti-Flecken-Formel. Ups. Jo, das kann helfen. Ich werde dir bei deiner neuen Erfindung helfen. Großartig. Aber erstmal muss ich hier runterkommen. Jo. Lass dich nicht hängen. Sehr witzig. Allerdings. Also ich fand ihn gut. Ich habe vorhin bereits der 6. Party war bei Episode 4. Ich glaube, also im letzten Let's Play habe ich weniger gebraucht. Interessant. Emmets Lösung. Das Zeug ist gefährlich. Jo. Episode 1 bis 3 habe ich aber schneller gemacht als vor 3 Jahren, aber jetzt bin ich irgendwie langsamer. Seltsam, war. Okay, wieder rein. Der arme Eini. Halte durch! Was bleibt mir sonst übrig? Nicht hängen lassen. Haha. Okay, jetzt reicht's aber.
Ging das schon wieder? Jodel, juhu! Hab dich! Lass uns verschwinden. Deine Hose, sie hängt fest! Tu etwas, bevor wir zerquetscht werden. Der Hund, was so, als hätte er irgendwie rote Augen. Was machst du da? Vertrau mir! Festhalten! Wie war gleich dein Name nochmal? Marty, Marty. Danke. nicht der Rede wert. Wolfram. Der Beschleuniger muss aus Wolfram hergestellt werden, da die Temperatur im Umwandler fraglos enorm sein wird. Wahrscheinlich müssen wir alle Glühdrähte in meinem Haus abernten. Deine Erfindung? Glaubst du, du kannst sie bis zum Ende der Expo fertigstellen? Das muss ich. Meine Zukunft hängt davon ab. Na dann los! Die oszillierenden Platten müssen natürlich ganz präzise kalibriert werden. Die geringste Abweichung könnte zu einer Fluktuation in der Stärke des Magnetfeldes führen, was zum plötzlichen Wechsel der Polung führen würde. Das Ergebnis wäre katastrophal. Wen juckt's? Meine Rede! Wissenschaft muss chaotisch und unvorhersehbar sein. Wo wäre denn sonst der Spaß? Der alte Emmett Brown. Soll ich Sie mitnehmen? Mr. Sagan, haben Sie Ihrem Auto der Zukunft die Macken ausgetrieben? Nicht alle, aber zumindest ist die Bodenfunktionalität des DeLorean noch intakt. Wie immer habe ich nicht die geringste Ahnung, wovon Sie reden. Das erinnert mich an jemanden, den ich... Aber, meine Liebe, keine Sorge. Sicher wird am Ende alles wieder gut. Vielleicht für alle anderen, aber ich fühle mich wie jemand, der sehr lange einsam und ungeliebt bleiben wird. Vielleicht sollte ich mir eine Katze anschaffen. Unsinn! Ich kann Ihnen mit 100%iger Sicherheit sagen, dass Sie ein langes und erfülltes Leben erwartet. Wie können Sie das wissen? Oh, Sie werden schnell feststellen, dass ich fast alles Wissenswerte über den jungen Emmett, seine Freunde, weiß. Oh Sagen Sie oh. mal, wie viel wissen Sie über Michael Corleone? Nicht gut. Was? Das war's? Okay, Leute, dann wird es, glaube ich, doch ein Part werden. Okay, haben wir doch das Ganze in 5 Parts wieder geschafft. Cool. Wir hatten irgendwie das Ende ein bisschen anders in Erinnerung, von wegen Episode 5 und so. Aber egal. In der ersten Episode. Explain it again. I realized that it wasn't Edna that made my life miserable. It was science. She used my science to turn Hill Valley into a police state. If Emmett doesn't go through with a demonstration at the expo, his dreams of being a scientist will dim just enough for Edna to step back into his life and steer him down another path. Doc. Es wird alles noch schlimmer. Und ich dachte schon, das wäre gar nicht mehr möglich. Nun gut, Freunde, wir müssen trotzdem zusehen, dass wir irgendwie Emmets Erfindung wieder, naja, fertigstellen können. Und natürlich auch, dass uns der alte Doc, Bürger, Emmett Brown, wie auch immer, nicht in die Quere kommt. Doch das und vieles mehr sehen wir dann wieder in der nächsten Episode. Hierbei Zurück in die Zukunft, das Spiel, Episode 5, Out of Time. Out of Time, keine Ahnung, wie auch immer. Bis dahin, ciao zusammen.